Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Chat auf Schweizerdeutsch. Wir können zusammen ein bisschen reden, ein bisschen plaudern und ich kann euch erzählen von unserem Schweizerdeutschkurs heute Abend. Hallo Tashi, danke für deinen Kaffee. Das ist sicher gut und hilft mir fit zu bleiben während dem Arbeiten. Hallo Olivia, schön bist du da. Äh, Du bist eine treue Zuhörerin. Heute, ist unser Thema: «Auf was hast du Lust?». Da ist jemand am Getränkeautomat oder am Snackautomat und lässt sich etwas raus und er hat gerade Lust auf ein Schokistängeli. Ich liebe Schokistängeli. Du hast auch gerne Schokistängeli, Olivia. Super. Hamayon. Hallo, Hamayon. Ähm, auf was hast du Lust? Hast du auch Lust auf ein Schokistängeli oder auf etwas zu trinken? Auf was hast du Lust? Was würdest du jetzt rauslassen bei dem Automat? Was würdest du kaufen? Olivia fragt Hamayon, ob du in der Schweiz bist. Ja. Wo wohnst du? Wie lang bist du schon in der Schweiz? Das ist vielleicht auch Olivia, du hast Lust auf Cola Light, genau. Aber das ist nicht gesund. Also, du tust es nicht erfüllen, deinen Wunsch tust nicht erfüllen. Du tust lieber Wasser trinken, das ist gesund, oder ein Tee trinken oder etwas, wo weniger Zucker hat und weniger, hm, schädlich ist oder so. Aha, Mayon, du wohnst in der Schweiz. Schön. Wo wohnst du genau? Ähm, hallo Naib, wo wohnst du? Und wo wohnst du, Olivia? Du kannst uns vielleicht auch noch sagen, wo du wohnst. Und dort, wo du wohnst, hat es dort auch so Automaten und kaufen dir manchmal etwas an diesen Automaten. Die Automaten, das ist ein bisschen, ein bisschen frech manchmal. Sie machen den Leuten Lust. Sie stehen dir mitten auf dem Weg am Bahnhof, wenn du warten musst, hast du so einen Automat nebendran und siehst die vielen guten Sachen und süßen Sachen. Und dann hast du Lust auf etwas, ja, und dann gibst du Geld aus. Ah, hallo, Mesh. Du möchtest ein normales Cola, kein Cola Light. Nein, du wohnst in Aarau, schön. Dein Deutsch ist nicht so gut, Hamayon, aber verstehst du mich? Verstehst du, was ich sage? Olivia, du kaufst immer süße Sachen vom Automat. Also für dich ist das eine Verführung. Der Automat verführt dich dazu, mehr Süßes zu kaufen, als du sonst würdest kaufen. Hamayon, du bist in Zürich-Oerlikon daheim. Ja, wirst du auch manchmal von einem Kiosk oder von so Automaten verführt, süße Sachen zu kaufen? Oder süße Getränke oder Wasser. Manchmal hat es auch ganz praktische Sachen in diesen Automaten. Super, Hamayon, dass du mich verstehst. Ähm, Das ist der Anfang von dieser Geschichte, die wir heute am Abend in unserem VIP-Kurs haben, wo uns durch die Lektion durchführen. Das ist eben ein Mann, der unterwegs etwas Süßes kaufen oder ein Zvieri oder ein Znüni. Vielleicht hat er nichts mitgenommen von daheim und nachher hat er ein Problem, weil er hat Geld in den Automat hineingelassen, er hat den Knopf gedrückt, aber es kommt nichts raus. Irgendwo bleibt das, was er gekauft hat, stecken. Es funktioniert nicht richtig. Äh, und
dann muss braucht er Hilfe oder wird ungeduldig und shootet der Automat. Er gibt ihm 'n Schubs und, es ihr seht sogar ein Unglück passiert mit seinen Hosen. Äh, und so geht die Geschichte weiter. Ähm, was lernt ihr aus dem Automat raus? Lernt ihr manchmal etwas aus dem Automat raus? Genau, der Mann hat nicht so viel Geduld, Olivia. Vielleicht hat er auch nicht so viel Zeit, zum Warten, bis das endlich, geht, funktioniert oder bis endlich jemand kommt helfen und ihm gibt, was er gekauft hat. Olivia, du kaufst auch manchmal Wasser vom Automat. Das ist noch praktisch, wenn man wirklich Durst hat und dann grad überall in der Nähe ein Automat ist, wo man seinen Durst löschen kann. Genau. Und auf jeden Fall, muss er etwas machen oder entweder verliert er sein Geld und, muss, mit einem leeren Bauch davon oder was passiert echt jetzt? Was passiert echt jetzt in dieser Geschichte? Wie geht sie weiter? Das könnt ihr schauen. Ihr könnt euch anmelden da auf, Swiss German Online. Das ist, die Seite, wo ihr euch einschreiben könnt für unseren VIP-Kurs. Also wichtig, die ganze Geschichte ist auf dem VIP-Kurs und, dann könnt ihr das gratis testen, 'n Monat lang. Vielleicht gefällt euch die Art, mit Geschichten Schweizerdeutsch zu reden und Schweizerdeutsch zu lernen. Wir haben immer 30 Minuten Livestream und dann 30 Minuten ein Online-Treffen, wo wir, miteinander den Text noch einmal durchlesen und zusammen reden und Fragen beantworten. Also, bist mutig, komm auch an unser Treffen online und versuche mit uns zu reden. Es ist gar nicht so schlimm. Ja. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag heute und vielleicht sehen wir uns heute Abend wieder. Macht's gut. Tschüss zusammen.